Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered auf Pelzig. Wir sind hier im Hotel nach wie vor und die Hunter haben das mal gemerkt, dass wir da sind, weil ich die Deckung dappig hab fallen lassen und jetzt suchen sie noch uns. Und sie haben es wieder gemerkt. Also es bringt anscheinend nicht so viel Glück, sich die Bursche offensiv zu krallen. Ah, warten wir mal ab, wer hier tot ist, Kerler. Und zwar, weil wir jetzt noch einen Mod auf der Waffe haben, der die Sache, du bist tot, Kumpel. Ah, super, Ellie. Lass mich durch. Dann kennen wir uns den so Kraller. Das war gut. Das war richtig gut. Und wie gesagt, die rote Typen, das sind immer die Mollys haben. Die sind richtig gefährlich, die Bursche. Vor allem auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Und die Ellie kann uns zwar nicht so großartig mit einer Waffe helfen, aber davor kann sie eins machen. Sie kann die Typen mit Flasche bewerfen oder mit Backstäbe und kann die dort mit ein bisschen ablenken, damit wir uns so effektiv um die kümmern können. Manchmal steht sie auch im Weg, so wie jetzt. Geh ein bisschen weg, und dann haben wir auch die Chance, die Typen nochmal richtig anzugreifen und ihnen den Gar auszumachen. Ja, super. Ich glaube, die Gegend hier ist jetzt auch mal wieder von Hunter gerahmt. Wir haben auch jede Menge von den Kerlen fertig gemacht. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen Kadaver durch die Gegend getreten. Jo, was soll's, dann stört's nimmer. Und dann gucke ich mir jetzt nochmal in aller Ruhe die Zimmer an. Falls jetzt irgend so ein Butzenickel wieder auf die Idee kommt, dass er mich angreifen sollte, dann soll er das doch bitte machen. In dem Fall ist jetzt, glaube ich, eh egal. Die wissen eh, dass wir da sind, zumindest auf dem Stockwerk. Und da kann ich genauso gut ein bisschen rumtrampeln. Da ist nichts abzustaben. Ja, der Revolver hat uns halt ein bisschen Munition gekostet, aber was soll's? 4 Munition haben wir immerhin wieder davor zurückkriegt. Ist jetzt zwar nicht alles, aber ein bisschen Eibuße hat's doch immer. Ruhe ich mich da nochmal um, aber ich glaube, das ist die Gegend, wo wir herkommen sind, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, doch, nee. Mich täuscht's mal wieder. Wie gesagt, ich und meine Orientierung sind, das ist doch echt doof. Ruhe ich mich mal hier nochmal um. Auch nochmal so nette Gegend, aber ich glaube, weil da Exit steht, das müsste das Treppenhaus sein, von wo man der offizielle Weg kommen kann. Wieder ein Baseballschläger, aber den wollen wir nicht, weil wir haben hier unser patentiert, die, ich nenne es jetzt mal Metallstangen. Dann joggen wir mal ein bisschen durch. Gibt hier nichts mehr hier abzugreifen. Pfeift sie schon wieder das Mädel. Anna. Dann muss die Gegend absolut rein sein. Wenn die Ellie da schon rumpfeift und so glücklich ist, gehen wir hier durch. Wieder nichts abzustaben, nur ein paar alte Bette. Ich nehme an, das Ding war früher wahrscheinlich so eine Art Evakuierungsstation oder sowas. Weil, wieder nur Flasch. Yes, das erleidet. Immer so gierig mit dem Zeug. Ja, da liegen wir die nächste Bursche. Okay. Ja, ich nehme an, das Hotel war ursprünglich so eine Art Evakuierungsstation, dass man dort die Leute wahrscheinlich untergebracht hat vom Militär aus und die Leute in Pittsburgh entweder unter Quarantäne zu stellen oder sofort zu bringen. Geht's jetzt hier weiter? Hey, hier im Aufzug scheint eine Leiter zu sein. Ja, wunderbar. Warte, lass mich das aufmachen. Ah jo, die Claire kann schon ja auch nicht dran lassen, durch so verklemmt die der aufzuroppen. Haben wir da nochmal Klinge. Und der andere Kruscht ist voll. Können wir was basteln? Jawohl, und zwar ein Mod. Eine Nahkampfverbesserung. Ein sehr schöner offizieller Begriff. Gehen wir da rein und reißen das Ding auf. Und zwar drücke mal mehrfach Dreieck hintereinander als Aktionstaste. Oh Gott, du Ochs. Gut gemacht. Gehen wir jetzt da hoch. Mal sehen, wo wir landen. Ja. Warten wir doch mal ab. Ah, das ist wieder so ein Quark, so akrobatisch. Na komm. Sicherheitshalber. Der zugeknallt, jo, ist auch ganz gut. Das ist aber wieder so Akrobatik, die ich mich wahrscheinlich da kaum traue. Da hätte ich viel zu viel Schiss. Vor allem, wer weiß, wie lange der Fahrstuhl schon in Betrieb ist und am Roste ist. Aber die machen's, die ziehen das knallhart durch. Und da geht's hoch. Kommt die Claire wieder hinterher gezuppelt. Die wiegt aber nicht so viel wie der Joel. Und springen. Super gemacht. Dann können wir jetzt wieder mit Aktionstaste hier Reiberleiter machen. Such mir was zum Hochklettern, okay? Los geht's. Und hoch mit dir. Okay. Uah. Oh je, oh je, oh je.
Schulter arg geknackst wahrscheinlich und hochschwimmen kann ich jetzt selber. Mir geht's gut. So ist er. Alles okay? Du hast mich zu Tode erschreckt! Okay, komm. Ah. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Boah, ich mach Ich das für versuch's. Dummheiter. Jetzt sind wir hier im Keller gelandet von dem Ding anscheinend. Und sind von der Ellie jetzt erstmals auch wieder getrennt. Wohin jetzt? Und die Hunter da oben haben ja auch schon Da gesagt. lang. Ja, das weiß ich schon, dass ich R3 drücken muss. Das mache ich ja die ganze Zeit. Ich renne hier im Duschdacher rum. Ist die Leute als Sklaven. Na egal, auf jeden Fall. Ist es jetzt das erste Mal, dass wir von der Ellie hier getrennt sind. Und das ist jetzt wieder so Duschdari-Passage, was wieder so ziemlich gruselig ist, wie ich finde. Weil ansonsten hat man ja, auch wenn es gruselige Passagen sind, hat man immer so im Hinterkopf, jo, die Clay ist ja dabei. Da ist ja wenigstens irgendein Mensch noch mit dir dabei, der das Ganze durchsteht. Aber hier, da ist man jetzt wieder vollkommen auf sich gestellt. Und musst du alle durch so eine absolute Duschder-Passage durch. Und das müssen wir jetzt irgendwie durchstehen. Dann gehen wir jetzt hier mal in den Hauptraum rein. Da sind wir durchgekommen. Und da ist wieder so der. Durch die können wir wohl auch durch. Also probieren wir es doch gleich mal. Nee, hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann gehen wir halt da durch. Klettern hier drüber. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Genau. Super, dass du das von dir aus sagst. Hilft dir ein bisschen beim Orientierer. Oh. Nicht so gut. Dann zeigt es uns jetzt auch wieder, wie man tauchen soll. Obwohl man das ja schon mal in Boston gehabt haben. Gehen wir jetzt hier runter. Und müssen jetzt hier ein bisschen durch die Passage durchtauchen. Gehen wir da lang. Ah, da schwimmen schon ein paar Leiche rum. Die schon skelettiert sind. Nicht so schön, vor allem, weil der ganze Rotz wahrscheinlich auch im Wasser drin steckt. Und tauchen hier wieder hoch. Ah, schon richtig einladend. Das ganze Hotel wird wahrscheinlich auch schon ordentlich am Zerfalle sein. Und dann gehen wir doch mal so lang. Vor allem bin ich immer gespannt, weil die Hunter ja gesagt haben, es könnten auch noch Klicker hier sein. Und das, wenn hier schon eine Schimmel wächst, ist doch die super Pilzgegend. Könnt ihr euch schon mal was drauf machen, dass hier was Olveres kommt. Messer hätten wir sogar noch hier. Aber habe ich schon alles voll. Im Nebenrahmen kann man dann schnell was abstaben, was man halt noch machen kann. Und da geht's. Ach, hier nochmal zu einer der. Genau, so drüber. Gucken wir uns das an. Aber da kommen wir nicht durch. Durch den Zaun kommen wir nicht. Wir können aber eins machen. Wir können wieder da hier, wo man schwimmt. Und tauchen hier doch mal und gucken mal, ob es hier weitergeht. Ah, jo. Müssen wir zwar ein bisschen tiefer tauchen, aber da geht's durch. Wieder durch so der durch. Nix für jemand, der Asthma hat. Und wieder hoch. Jawohl. Dann sind wir jetzt auch durch die Passage gekommen. Und hätten hier aber noch, wie ich sehe, das wird ja durch den weißen Kreis nochmal dargestellt, hätten wir nochmal einen Spind, den wir plündern könnten. Ist aber leider nichts drin. Hat uns nur falsche Hoffnungen gemacht. Dann geht's ja weiter an der Schimmelwand. Und ab zum nächsten Abschnitt. Ja, da war der Zaun. Und dann geht's hier zum nächsten. Spuren. Ja, super. Die sind sogar noch aktiv, die Dinger. Siehst, hier erwartet uns wieder jede Menge Pilz-Action. Gehen wir hier rein. Ach du Scheiße. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was jetzt der Fall ist. Wenn die Ratte abhauen, dann können die Infizierte nicht weit sein. Ich glaube, das hat man auch mal bei 28 Days Later gesehen. Ah, da haben wir sogar noch Leberwurst-Dose. Können uns heilen, super. Ein bisschen Geschmack in die Gosch kriegen. Aber wie gesagt, das habt ihr wahrscheinlich schon bei 28 Days Later oder so gesehen, wo die in dem U-Bahn-Tunnel drin sind oder bei der Unaufführung mit den Autos.
Und dann wollen sie auch mit der Karre abhauen und dann kommen auch die ganze Ratte fortgerannt, weil sie vor die Infizierte fliehen. Da hätten wir nochmal Gewehrmunition und eine Nachelbombe und Alkohol. Ist aber alles nicht so gut für uns derzeit, weil wir hier voll beladen sind. Da können wir hochklettern. Oh, da ist schon was rumgerannt, habt ihr das gesehen? So, aus dem aare Winkel hat man schon Rennen gesehen. Da ist ein alter Generator. Probieren wir jetzt mal A zu machen. Oh, das war nicht so gut. Das war ein Stalker, ihr liebe Leid. Da kommt der nächste. Den haben wir auch verwischt. Oh, pfui Teufel, bin ich eben verschrocken. Ach, da kommt schon der nächste durch die Gegend gezappelt. Mann, oh Meter. Da ist aber auch was los hier, ich sag's euch. Schmeißen jetzt mal unter Backstelle und holen den Kerl her. Ja, komm her, du elender Sporenkopf. Da stecken zwei. Da sieht er uns schon. Taschenlampe, Batterie gewechselt, indem ich mit dem Controller gewackelt habe. Und da ist noch einer. Ja. Oh, für Teufel. Dann schnappt man sich jetzt mit der Nahkampfmodifikation. Ach du liebe Zeit, ich sag's euch, ich zitter gerade schon. Das war gerade wieder ein bisschen zu viel widerliche Action, aber wir haben die Passage gut rumkriegt. Gibt halt zwei Möglichkeiten, durch die Stalker hier wach zu rütteln. Und zwar entweder indem man das probiert mit dem Generator da unten oder indem man was anderes macht. Das mache ich normalerweise sonst, aber ich wollte euch jetzt mal den Generator zeigen. Und das ist gleich so eine Passage gewesen, die ich dann nämlich gewohnt war. Und es hat dann gleich mal die Stalker-Invasion ausgelöst. Aber das habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gesehen. Die Stalker, die wachsen hier schon mal die Pilze raus aus dem Kopf. Nicht so wie die Runner, die einfach nur so rote Aare haben und ein bisschen schielen. Weil die Stalker, die sind schon im richtig infizierten Stadium drin. Und bei denen wächst der Cordyceps schon aus der Birn raus. Aber nicht so arg wie bei den Klicker, wo es schon den Kopf spaltet. Jetzt haben wir die erste Zuppelpassage hinter uns. Da liegt einmal so eine Leiche hier rum. Und die Sache ist, die ich erkläre, das für euch jetzt am besten so, damit wir verstehen, warum das mit dem Generator hier ist. Das kann man schnell erledigen. Wenn man so Gruselpassagen nicht so mag, gibt es zwei Möglichkeiten hier. Man kann das schnell machen. Und zwar brauchen wir den Generator, dass er Tür aufmacht. Und die Tür lässt sich nur durch so eine Schlüsselkarte aufmachen, die wir hier im Büro finden. Und normalerweise, wenn man die Schlüsselkarte aufgreift, kommen dann auch die Stalker. Gucken wir mal, ob das hier auch passiert, möglicherweise. Können wir uns auch nochmal angucken, das Ding. Grand Hotel. War der Jack Suliwinski, der wohl ein osteuropäischer Mensch war, beziehungsweise Mensch mit osteuropäischen Wurzeln. Und die sehen ja jetzt auch über dem Halbkreis, wo meine Gesundheit angezeigt wird, sehen wir auch das Symbol für die Steckkarte, für die Schlüsselkarte. Ja, wunderbar, die Stalker haben wir unten schon abgemurkst. Da gibt es jetzt wieder etwas, was das Ganze beschleunigt, weil sobald der Generator A ist, da gehen die Klicker und die Stalker los und es wird auch nochmal so ein Dicker ausgelöst, so ein Bloater. Deswegen warne ich euch schon mal vor, damit ihr nicht allzu sehr erschrecken. Und ich greife hier vorher ab, was geht, bevor hier wieder irgendein Quark ausgelöst wird. Wieder C-Pillar. Und zwar geht es dann hier lang, wo die ganze Cordyceps-Spore wunderbar am Blühen sind. Und das muss man vorher machen. Mit dem Ding erstmal aufmachen, probieren. Ich glaube, es klappt nicht. Weil so könnte man die Stalker auch auslösen. Das ist der dritte Weg. Und do die Karte probieren. Scheiß Teil. Geht nicht, weil kein Saft drauf ist. Das heißt, wir müssen unbedingt zu dem Generator da runter. Aber bevor wir das machen, mache ich auch nochmal einen kleinen Cut, dann wenn wir ohne sind. Dann können wir nämlich das Ding auslösen und beim nächsten habt ihr sofort die Action, wenn ich versuche, vor der ganze Infizierte wegzurennen. Ich werde mich durch Campkampf stellen. Wow, ich bin jetzt schon geschlaucht. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play von The Last of Us Remastered auf Pelzig. Bleiben dran, es wird nochmal gruselig und es gibt jede Menge Action im nächsten Teil. Viel Spaß dabei jetzt schon. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß gehabt. Wir sehen uns beim nächsten Teil. Machen's gut, euer Yankee.